aus den Tiefen befreit hatte, reiste es, an den Thron gefesselt und mit der tragkräftigen Unterstützung seiner Schnodderlinge, weiter, um schreckliche Rache an denen zu nehmen, die ihm das angetan hatten. Sein erstes Ziel war der Paladin Robert, mittlerweile König der Allianz. Er hatte sich auf sein Jagdschloss zurückgezogen. Dort war er die perfekte Zielscheibe. Ja, so ist es. Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Dungeon 2. Das Böse nimmt die Überhand. Ja, verbannt in die Dunkelheit des Dungeons, wo wir uns eigentlich am wohlsten fühlen, gerüstet mit Orks, Monstern, Spinnen und alles so werden wir die Rache uns holen, denn die Rache ist uns. So, Steuern zufolge lustwandelte König Robert zumeist im Garten seines Jagdschlosses und rezitierte dort Gedichte. Bald würde sich seine Lyrik in Wehklagen verwandeln. Das rachsüchtige Böse dürstete schon danach, den König der Allianz zu bezwingen und sich seinen Kopf als Trophäe an die Wand zu hängen. Hoppla, ich meine natürlich im Hinblick auf die USK, dass es König Robert bald alle Kekse wegnehmen würde. Davor jedoch musste sich das ultimative Böse um seinen Dungeon kümmern, um eine kleine Armee aus ein paar Orks auch finanzieren zu können. ja, das muss ich. Und schon ist der Support meines Erzählers dahin geschmolzen. Erstmal hier ein bisschen, ne, eure 3 Orks an, ja. Im ersten Teil musste man, wo habe ich denn jetzt hier Gold her? Im ersten Teil musste man, wie soll ich sagen, im ersten Teil musste man noch so. Das kriegslüsterne Böse hatte den ersten Ork angeheuert. Es folgte der alten Weisheit, Gewalt ist eine Lösung. Meistens sogar die einzige. Wo mache ich die Schatzkammer hin? Ich mache die Schatzkammer mal Die hier erste hin. Schatzkammer war fertiggestellt. Schon bald würden die Schnodderlinge des raffgierigen Bösen diese mit Gold füllen. Du kennst doch die goldene Regel, oder? Wer das Gold Nee. hat, bestimmt die Regel. Ah, die Regel. Ja, natürlich. Momentan konnte das eingeschränkte Böse nur auf Orks und Schnodderlinge zurückgreifen. Es gab Gerüchte, das stete Klopfen im Gestein hatte an der Oberwelt Gerüchte über einen neuen Dungeon aufkommen lassen. Eine Heldengruppe machte sich auf den Weg, um dessen Schätze zu plündern. Das ultimative Böse freute sich schon auf diesen Besuch. Von da kommen sie dann. Ne? So eine todsichere Goldmine wäre auch Feinde nicht sind in den schlecht. Dungeon eingedrungen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Sehr gut. Jö, schaut sie euch an. Ich habe aber nur ein Ork. Schaffst du das? Ich hoffe mal. Wenn nicht, habe ich Probleme. Aus dem Ratgeber Dungeon für Dummies. Berge bestehen nicht nur aus Felsen und Gestein, sondern können auch natürlich. Ein weiterer Ork trat in den Dienst des militärisch versierten Bösen. Die Horde Komm, erzähl mal das wuchs noch und weiter. gedieh. Ja, schaut's euch mal an. Blut. Nieder. Mann. Die Helden wussten So. gar nicht, wie ihnen geschah, als plötzlich aus dem Nichts mehrere Orks auf sie zustürmten und sie niederstreckten.
Diese Heldengruppe hatte ihren Mehrere letzten Orks. Dungeon geplündert. Doch mehr von ihnen würden kommen. Mehrere Orks. Genau einer war das. Lieber Balduin. Ne, keine Ahnung, ja. So, 3 Orks. Die Zeit für Jetzt. einen Angriff schien gekommen. An der Oberfläche gab es ein kleines, kümmerliches Dorf, in dessen Schenke sich Abenteurer zusammenfanden und Mut antranken für ihren Besuch im Dungeon. Dieses musste zerstört werden. Zerstörtes Dorf der Allianz. Um eine Einheit an die Oberfläche zu schicken, pack sie mit der Hand des Terrors und werfe sie über den Dungeon-Eingang wieder ab. Sie wird okay. Das ultimative Böse sollte niemals vergessen, seine Gold- und Biervorräte im Auge zu behalten. Wenn seine Kreaturen sich dort nicht bei Bedarf bedienen können, werden sie schnell wütend. Ja, ich weiß, ich habe einen Hase. Weg mit dir. Hä? Ein Buch. Das ist alles immer so hell und schön und Schweinchen, du musst sterben. Oha, die Bauern kommen! Jojo. Sollte eine Leichtigkeit werden für uns. Das ultimative Böse machte es sich langsam im Untergrund gemütlich. Dies war zwar eine vernünftige Entscheidung, allerdings wartete dort draußen eine große und liebevoll gestaltete Außenwelt, die es zu zerstören galt. Zu liebevoll. Es ist Zahltag. Ja, jetzt nicht, ihr seid im Fight. Und müsst schauen, dass ihr überlebt. Ich weiß nicht, 3 Orks sind schon extrem zu wenig, lieber Erzähler. Stimmt, eine Brauerei brauchen wir auch noch. So, kommst du? Alle tot? Sehr gut. Naja. Leben regenerieren tut ihr nur, wenn ihr trinkt. Schon wieder so ein Hase. Ist noch cool. Da kannst du das Haus zerstören und die schauen nur zu. Mit einem genüsslichen Krachen brach das letzte Haus des Dorfes in sich zusammen. Ha! Letzte Haus. Hier würden sich keine Helden mehr treffen, um den Dungeon des zerstörungswütigen Bösen heimzusuchen. Im Norden weiß nicht, ob das lag wirklich das eine- Jagdschloss von König Robert. Hier würde das auf der Lauer liegende Böse endlich seine ersehnte Rache bekommen. Allerdings sah es Goblin. verdammt gut bewacht aus. Vielleicht sollte es zunächst die Höhle im Westen aufsuchen, die von einem Goblin-Clan bevölkert wurde, und mit diesem verhandeln. Goblin. Westlich. Goblin. Los! Karnickeljagd. Los, rennt! Rennt! Ah, so gefällt es mir schon besser. Goblin. Cool. Der Anführer der Goblins unterwarf sich mit Freuden dem absoluten Bösen und entsandte Natürlich. 2 Goblins in dessen Dungeon mit einigen Plänen für einen neuen Raum, die Tüftlerhöhle. Dieser Raum wurde so schnell wie möglich errichtet. Natürlich. Wie komme ich denn jetzt? Ja.
andere Dungeons. Neben eurem Dungeon und der Oberwelt kann es noch andere Kellergewölbe und Dungeons geben. Diese bisher eigene Minimap, ihr könnt über die Regionalanzeige links überlegen. Okay. Wie komme ich denn jetzt wieder nach Hause? Los, kehrt zurück. Kehrt wieder nach unten. So, ich kenne die Schnelltaste nicht, ehrlich gesagt. Nö, kenne ich wirklich nicht. So. Wie komme ich jetzt in den Dungeon zurück? Hallo, liebes Spiel? Wie komme ich jetzt in die Unterwelt wieder? Ah. Ach Gott. Zuerst eine Brauerei, die bauen wir. Die erste Ja, hey. Brauerei wurde fertiggestellt. Schon bald würde hier Bier in Strömen fließen und Oktoberfeststimmung aufkommen. Würde Ja, das ja. ultimative Böse dem Bierbaron Konkurrenz machen? Was für eine lahme Anspielung. Sag's nicht, Mensch, der war auch schon mal besser. Das ultimative Böse hatte es wohl vergessen, aber ein neuer Raum stand ihm zur Verfügung. Nachdem es sich daran Ja. erinnerte, errichtete es diesen sofort. Ja, ja. Bin ja schon dran. Oder so. Ja, dann halt hier hin. So, zufrieden? Die Tüftlerhöhle stand, doch noch war sie lediglich als Lager zu gebrauchen, denn es fehlte ein Arbeitsgerät für die Goblins des heimtückischen Bösen. Flugs erstellte dies noch einen Bauomat in der Tüftlerhöhle. Nö. Statt es zu erforschen, produziert er hier lieber Werkzeugkisten. Tss. Ja, ja. Ist das hier das ewige Gold? Ich glaube ja. Ja, ich Der brauche zuerst. Thronsaal wird angegriffen. Ah ja. Was machen denn die schon hier? So, Es ist Brauerei. Zahltag. Na, super. Ja, ich brauche zuerst mal Gold. Gold, Gold, Gold. So. Die verschönern unser Haus und gehen jetzt das Gold abholen. Wo kein Gold ist, kann auch kein Gold geholt werden. So, Brauerei, ne? Die Tüftlerhöhle lag nach wie vor ungenutzt da. Das Ja. vergessliche Böse sollte dort alsbald einen Also- Bauomat errichten, Der, damit der Raum produzieren könne. der Erzähler wird schon ab und zu mal frech, ne? Also, falls das unendliche Böse es der vergessliche Böse hier vergisst, er sollte ein Baumat. Würde ich ja, wenn ich Gold habe. Ich brauche Gold für das Ganze. Lieber Freund, Gold, ohne Gold ist durstig. Aha.
Ja, 350 Gold brauche ich. Hm. Irgendwie, wieso? Wer ist durstig? Ja, Fass. Wirst du jetzt wieder gesund? Ja, du wirst. Ja, jetzt geht du wieder mal Geld holen. Wie soll ich denn da bitte schon was bauen, wenn ihr mal Geld holt? Du holst jetzt kein Geld. Nein, du gehst arbeiten. Nein, du gehst arbeiten. Nein, du gehst arbeiten. Ja, du darfst trinken gehen. Nein, du gehst arbeiten. Oder zumindest wartest du jetzt, bis ich da mein Geld zusammen habe. Nein. Elender Drecks. Oik. Ohne Bauomat war die Tüftlerhöhle immer noch nicht funktionsfähig. Ja. Das verwirrte Böse schold sich selbst für seine Es ist- Langsamkeit und machte sich sofort daran, das Problem zu beheben. Sei mal immer so frech, hey, lieber Kollege. Das Ein ist ja funkelnder schlimm. neuer Bauomat zierte die Tüftlerhöhle des expandierfreudigen Bösen. Ein Goblin konnte hier gut arbeiten und Arbeitskisten produzieren. Es würde nun ein paar dieser Kisten benötigen, um eine Falle zu erforschen. Geduldig wartete das launische Böse. Ja. Statt etwas zu erforschen, produziert ihr hier lieber Werkzeugkisten. Explodierende Schatztruhe. Nicht genug Gold. Das ist so die ewige Goldader. Jo. 500. Kein Geld. Oh, erforsche eine Falle. Ja, das sollte er. Ach Mann. Sollte er ja tun. Nee, tut er nicht. Ach ja, kein Geld. Ich vergaß. Was machen die? Lacht sich eins ins Fäustchen. Lieber Ork, was tust du? Lässt du jetzt hier meine Einheit in Ruhe? Schreit er da das Dings an. Unglaublich. Lässt euch Gänge wieder zuschütten. Ah. Hm. Nee. Aber da. So. 56 Es Fässer ist haben hier Zahltag. Platz. Jo, dem Zahltag wird wohl nichts. Nicht genügend Geld. Sag mal. Arbeiten. Los. Wo rennst du denn jetzt hin? Oh.
Man glaubt es nicht. Also mehr Geld würde es sicher geben, wenn ich hier eine Schatztruhe hinbauen würde. Du stehst drauf. So, das noch weg. Und das und das und das. Nee. Ja, das weg und das weg. Ein Geheimdienstspion ist an dich herangetreten und hätte gern die Nutzungsdaten aller deiner Monster gehabt. Deine Orks haben leider nichts von ihm übrig gelassen. Sehr gut. So ist es richtig. So, kleine Schatztruhe. Schatzkammer. Der nimmt sich 25 werden hier reingelegt und 24 nimmt er sich. Ja, der muss immer darüber rennen. Naja. Gobline. Was tust du eigentlich da? Komm, komm, in meine Hand. Und geh mal hier ein bisschen, na, Raum bewachen. Oh, jetzt läuft er wieder zurück. Jo, jo. Hier füllt sich das Gold. Na, endlich. Endlich mal was Gutes. Das Problem ist, dass ich keinen Platz mehr habe. So, also diese hintere Seite noch raus. Und, jo, weil ich kann diese Seite auch raus. Die auch raus, bitteschön. Und die auch raus. So. Ah. Falle erforschen. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Irgendwo vibriert es. Oh yeah. Jetzt muss ich schnell mal AFK gehen, aber wir lassen hier weiterbauen. So feige die Goblins auch waren, ihre Kreativität machte dies mehr als wett. Voller Stolz präsentierten sie dem tückischen Bösen den Plan einer hinterhältigen Falle. Innerlich bösartig lachend machte es sich schnell daran, diese zu errichten. So, wieder zurück. Ja, so hinterlistig wie ich bin, werde ich hier. Hä? Soll ich da wirklich alles vollpappen?
Hä? Komme ich nicht raus? Ist okay. Habe ich so viele Fallen? Weiß ich gar nicht. Bereits erforscht. Ach, zu erforschen wurde sie der Werkzeugkisten. Zahltag. Das heißt, in den Werkzeugkisten sind die... Okay, ich verstehe. Glaube ich. Sieht einfach so geil aus. Och, Es war vollbracht. Die Falle war fertiggestellt und bereit, von einem Helden gefunden zu werden. stell eine Falle Das wird auf. ein Naja, Spaß. Just hier in gibt's diesem mehr als nur Moment einer. erschien ein besonders schlagkräftiger Zwergenkrieger direkt im Dungeon. Es war zwar sehr merkwürdig, wie er denn plötzlich hierher gekommen war, aber als Versuchskaninchen für die Falle war er mehr als willkommen. Ach Gott, Zwerge sind ja auch böse. Mensch. Selbst dieser starke Zwergenkrieger hatte keine Chance gegen die heimtückischen Fallen und kräftigen Monster des unbesiegbaren Bösen und lag im Staube. So Schade, viel habe zu ich einem nicht mit Spiel angesehen. Zwergen. Damit war zwar nun die Verteidigung des Dungeons deutlich verstärkt, aber das Jagdschloss war noch immer gut gesichert und uneinnehmbar. Es gab nichts, was das ultimative Böse hätte tun können. Die Aufgabe war unlösbar. So zog es sich geknickt zurück, ließ seine Rache Rache sein und tobte seinen Zorn an Stinkwurz, Pestnelke und Zottelwicke aus, die unschuldig am Wegesrand gediehen. Ende. Unbefriedigend, nicht wahr? Natürlich war das noch nicht das Ende. In Wirklichkeit stattete das nicht aufgebende Böse der Goblinhöhle noch einen weiteren Besuch ab. Mit ein paar Prügeln würde der Goblin-Anführer sicher noch etwas Nützliches ausspucken. Will ich das überhaupt? Nun ja. Ich will. Das nach Erweiterungen geifernde Böse konnte es kaum erwarten, die weiteren Möglichkeiten der Tüftlerhöhle zu erkunden. Insbesondere das Lazarett schien nützlich, um seine angeschlagenen Einheiten heilen zu können. Es machte sich daran, dies erforschen zu lassen. Mache ich das? Neue Erhöhung, die Art 750 Gold. Nö. Die sind jetzt so beschäftigt mit den Fallen aufzustellen, dass ich jetzt keine Leute habe, um... Wo sind jetzt meine... Da. Angriff. Rennt mal, Mensch. Orks rennen. Boah, der wehrt sich nicht. Nach einigen kräftigen Schlägen war der Anführer der Goblins genügend motiviert, um dem ultimativen Bösen zu helfen. Tatsächlich gab es einen alten Verbindungstunnel, der früher als Fluchtweg genutzt worden war. Dieser verband die Goblinhöhle mit den Gewölben des Jagdschlosses. Der Goblin-Anführer stellte dem schlagkräftigen Bösen freiwillig einen Goblin-Schurken zur Verfügung, um das Schloss zu infiltrieren. Bringen das Goblin-Schurke sicher durch das Unter... Hä? Was? Forscher... Ja, wo ist denn der? Ach so. Ja. Ob das wirklich sicher Das ist? fröhliche Böse freute sich über diese Unterstützung. Ein Schurke war ein annehmbarer Nahkämpfer. Seine eigentliche Stärke lag aber in seiner Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen. Dies wurde natürlich sogleich getestet. Natürlich.
Wäre ja schön, ne? Cool. Was jetzt? Den mache ich mit einem Schlag nieder. Es sind Feinde in eurem Dungeon. In unserem Dungeon? Würdet ihr... Bitteschön. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Oh, Junge. Was machen denn die? Die machen ja nichts, oder? Wie haben die das geschafft? So geil. Jungs, zurück mit euch. Komm, rennt, rennt, rennt. Oix, rennen. Zahltag. Oh mein Gott. Schafft sie es oder schaffen sie es nicht? Das ist die Frage aller Fragen. Lauft! Euer Lauft! Thronsaal wird angegriffen. Lauft! Oh. Und jetzt mache ich das mal. Stibidobidabidub. So. Los! Angriff! Jo, jetzt kann ich mich hier mit dem da unterhalten. Los. Vorwärts. Trotz der mächtigen Unsichtbarkeitsfertigkeit war es dem ultimativen Bösen zu raten, vorsichtig zu sein. Manche Gegner hatten derart geschulte Augen, dass sie unsichtbare Einheiten trotzdem wahrnehmen konnten. Oh, der braucht einen Heiltrank. Eine verschlossene Tür hinderte den Schurken am Weiterkommen. Es würde lange Zeit dauern, bis er diese mit Waffengewalt geöffnet hätte. Dankenswerterweise verfügte er über eine passende Fertigkeit, mit der er Türen und noch wichtiger Fallen deaktivieren konnte. Und so ließ das fahrlässige Böse die einzige Einheit, die in dieser Mission wirklich wichtig war, prompt sterben. Der Goblin-Anführer seufzte und stellte seinen zweitbesten Schurken bereit. Aha. Okay. Zweiter Versuch? Verstehe ich nicht. Ja, Mensch. Du warst doch hier vorhin schon. Also du nicht, aber der andere Kollege. Der heimtückische Goblin-Schurke kann mit dieser Fähigkeit Fallen und Türen ausschalten. Ach so. So, jetzt fightest du auch gegen die Dinger, Mensch. Hast du nämlich vorher nicht gemacht. So, come on. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ja, ja. Das Hast du jetzt... spürnasige Böse erkannte, dass die Kriegerin dort extrem stark war. Der Goblin-Schurke sollte jeden Kontakt mit ihr vermeiden. Okay. Gut, machen wir doch. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Mit denen hoffentlich auch.
So. So. Warum musste ich jetzt mit dem Goblin hier rein? Hier hin. In der Burg wurde ein Gobbobot, oh Gott, zu jämmerlichen Reparaturarbeiten gezwungen. Kurz spürte das rührselige Böse so etwas wie Mitgefühl aufkommen, das sich dann aber als mächtiger Rülpser entpuppte. Befreien würde es den nützlichen Gobbobot natürlich trotzdem. Hab ich doch jetzt. Wow. Beschwingt durch den Befreiungsversuch des Schurken, schloss sich der Gobbobot der Horde an und heizte seinen Peinigern ordentlich ein. Seine Fähigkeiten, Fernkampfschäden größtenteils zu ignorieren und größere Bereiche in Brand zu setzen, sollten sich als äußerst nützlich erweisen. Ja, schon. Burn, Baby, burn. Das Haus verliert immer noch Leben, oder? Nicht? Komisch. Steht in Flammen und verliert. So, zu zwei Mann Armee. Unglaublich. Ja. Eine Zwei-Mann-Armee gegen die ganze Stadt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, ihr geht da schon alleine vorwärts. Das finde ich ja gut. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ja, ja nicht. Was tut ihr? Mensch. Würdet ihr? Nee, gut. Dann eben nicht. Ja. Auch nicht. Dann den da. Und so ließ das fahrlässige Böse die einzige Einheit, die in dieser Mission wirklich wichtig war, prompt sterben. Der Goblin-Anführer seufzte und stellte seinen zweitbesten Schurken am Kellerausgang bereit. Drittbesten. Komm schon. Was machst denn du, Mensch? Du könntest hier mal ruhig mal mit angreifen. Boah. Ja komm, Haut. Mensch, dass man den Leuten alle immer aus der Nase ziehen muss. Ist ja fürchterlich. So. Noch das und dann wär's das gewesen. Dann wäre der Eingang offen. Oder wär's das dann schon gewesen? Das Jagdschloss war völlig zerstört. Das rachsüchtige Böse klopfte sich selbstzufrieden auf die Schulter. Nun war es an der Zeit, sich König Robert zu widmen. Dieser rezitierte in seinem berühmten Garten seine weniger berühmten Liebesgedichte. Das lyrisch gehandicapte Böse hatte für Poesie wenig übrig und würde ihm das auch handfest klar machen. Du, bitteschön. Hier abbauen. Mann. Dahin. Wo ist denn König? Ah. Da entlang. Oh, halt. Ich meine, so, Lebenregeneration wäre eigentlich auch nicht schlecht. So, der nächste, der darunter leiden muss. Der König wurde von einer Pixie begleitet, die über mächtige Heilmagie verfügte. Ein direkter Pixie. Angriff wäre reiner Selbstmord gewesen.
Gnadenreicherweise gab es diesen allwissenden und hilfreichen Erzähler. Dieser wies das ungeduldige Böse darauf hin, dass sich die Pixie ab und an entfernte, um bei einem kleinen Lager im Süden nach dem Rechten und viel wichtiger, nach Sonderangeboten zu sehen. Man könnte aber auch diese Pixie da einfach zerstören. Man sollte meinen, ein zerbrechliches, fliegendes Etwas zu töten, sei keine Raketenwissenschaft. Aber tatsächlich hatte das unfähige Böse dafür zu lange gebraucht und ein paar Wachen aufgeschreckt. Ja, Herrschaftszeiten, Malefiz, können wir bitte aufhören, missionskritische Einheiten sterben zu lassen? Nicht, dass es mir um das Gewürm leid täte, aber das hält hier nur den Plan auf. Hol dir am Kellereingang noch einen Schurken ab. Meine Herren. Trotz dessen gewaltiger Feuer. Der ist einfach so süß, dieser Erzähler, oder Spaß, der gefällt mir. Gobobot verloren. Eigentlich wäre die Geschichte nun zu Ende, aber wie durch ein Wunder tauchte in der Nähe der Goblinhöhle eine weitere dieser wunderbaren Kreaturen auf. Hoffentlich würde diesmal mehr Acht auf sie gegeben. Nö, wieso auch? Nein, nein, nein. Boah, der heilt ja. Ja, Herrschaftszeiten, Malefiz, können wir bitte aufhören, missionskritische Einheiten sterben zu lassen? Nicht, dass es mir um das Gewürm leid täte, aber das hält hier nur den Plan auf. Hol dir am Kellereingang noch einen Schurken ab. Meine Herren. Ja, ich weiß schon. Hol dir. Ein bisschen Unterstützung wäre nicht schlecht, liebe Freunde. Also Unterstützung von, ne? 800. 800. Nicht genügend Werkzeugkisten. Wo ist denn mein Goblin? Wizard? Oh. Ich habe keinen Goblin mehr. Die nervige kleine Pixie hatte ihren letzten Heilzauber gesprochen. Das handwerklich versierte Böse bastelte sich aus ihren Flügeln einen Fächer. Nun war es an der Zeit, König Robert zu suchen und sein baldiges Ableben sicherzustellen. Nee, den muss ich eigentlich nicht suchen, den habe ich schon gefunden. Und er muss sterben. König Robert fiel und das ultimative Böse hatte seine wohlverdiente Rache bekommen. Doch dort draußen warteten noch weitere Helden, die es verdient hatten, niedergestreckt zu werden. Ihre Zeit würde kommen. So, wie es weitergeht mit der nächsten Episode oder mit der nächsten Folge, sehen wir dann beim nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein bei dem lustigen Dungeon 2. Tschüss!